Hallo, Servus und Grüß Gott zur ersten bayerischen. Selbsthilfegruppe. Aber es gibt also, wie wir angekündigt haben, noch ein kleines neues Format. Und zwar halt auch, ich Ja. war aufgelegt, weil du es auf der Bier geschaut hast. Ja, weil es mich genervt hat, das leise. Ja, Ja. wir nennen uns, wir sind jetzt die erste wirkliche bayerische Selbsthilfegruppe. Ja. Ihr seid ein von uns, wir sind ein von euch. Wir helfen uns ja gegenseitig, nicht wir Vielleicht- helfen euch, sondern vielleicht ist ja die ein oder andere Frage dabei, die Ja. auch uns zum Nachdenken bringt. Ja. Und genau. Vielleicht bringen wir mal ein Problem mit, wenn es jetzt sein muss. Also wenn Ja, einige ab sogar, und zu, ja. wenn ich mir denke, hey, Kid Rap, fährst jetzt gegen den Baum, wie hast du das seit die letzten 3 Wochen denkst? Ja. Oder rede drüber. Ja. Und ihr werdet es laut Und bist, schäbern hören. und bist sau feige. Aber ich fahre halt auch noch heim Ja, und dann schauen wir halt einmal. gibt viel Baum auf meinem Heimweg. Einige bei mir auch. Ja. Aber ich habe den richtigen noch nicht gefunden. Das Nein, ja, da muss man schauen, das soll schon ein sicheres Ding dann sein. bester Song auf der ganzen Welt. Ich weiß jetzt Ding, aber Ja. ich habe die lebend gesehen von STS. Das ist einer der großartigsten Ja. Songs, die es jemals gibt, behandelt das Thema. Also falls jemandem von euch wirklich schlecht geht, hört euch den Song nicht oder zieht brutal runter. Okay, ja. Oder großer schwarzer Vogel vom Ludwig Hirsch. Ja, Ja. bin ein Fan von dem Typen trotzdem. Also. Was passiert in unserem Ja. Line-Format? Wir schickt uns Probleme, wir versuchen die Probleme zu lösen und wenn wir schon gesagt haben, vielleicht haben wir einmal ein Problem oder hören irgendwo was und dann versuchen wir das hier zu besprechen. Werden immer kurze, knappe Folgen, 30 bis 45 Minuten, Ja. schätze ich mal, wenn ich unseren Redefluss so kenne. Kommt einmal in der Woche raus, wenn es genug Fragen gibt. Wenn sie es scheiße findet, dann werden wir es Weitermachen so langsam- wie unseren ja. Podcast. Genau, und unsere Musik und alle unsere Videos. Okay, die erste Frage, wir behandeln es anonym. Ich Ja. nenne ich sage immer nur der Herr und dann den Anfangsbuchstaben. Wichtig, wir nehmen tatsächlich in erster Linie ernste Fragen, oder? Oder auch komplette, weil wenn jetzt wieder einer schreibt, okay, mein Zipfel stinkt, dann ist das die erste Frage, oder? Nein, aber so sonderlich ernste Fragen. Ja, okay, dann nehme ich das zurück. Ich stelle jetzt einfach Fragen. Okay, ja, das ist aber okay, sind ein paar, die sind schon temporär nicht mehr relevant, weil es auf unser erstes Konzert Okay. bezogen waren. Die erste Frage vom Herr O. Bist nicht du, sondern ich habe sehr starkes Verlangen, in der Arbeit Bier zu trinken, aber ich darf nicht wegen die Kunden. Okay. Ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung dazu ist, Spaß da, weil es ist viel, viel geiler, wenn du dir, sage ich mal, die Vorfreude auf den Alkohol bewahrst, deinen Arbeitstag durchziehst, da wie immer deine 60% gibst, Ja. dann kommst du heim und dann, im besten Fall, hast du einen Spätzl, hockst du mit dem zusammen, Ja. erzählst wieder, was dein Chef für ein Hurensohn ist, Ja, trinkst dein Bier und es schmeckt tausendmal besser, wenn du während der Arbeit saufst. Außer du bist natürlich mit sehr guten Leuten in der Arbeit und in der Mittagspause, sage ich mal, so wie damals beim BR. ja. Aber In der Mittagspause trinkst halt dann deine 2 Bier, frisst dann Kaugummi und dann checkt es keiner. Weil die Leute, also du bringst ja nur 60% in der Arbeit. Und von dem her, ob du jetzt da 2 Bier getrunken hast oder nicht, das wird sich wahrscheinlich auf der Arbeitsqualität nicht auswirken. Von dem her da die wahrscheinlich dann in der Mittagspause 10 Minuten weggehen vom Arbeitsplatz. ja. Im Winter vielleicht irgendwo in ein nettes Café und dann sagst, hey, statt einen Kaffee nehme ich gerne also ein Bierchen. Und dann haust du das in den Schädel. Ich darf immer nicht allein trinken, weil ich das irgendwie schäbig finde, Ja. sondern mit einem Kollegen gemeinsam, dann ist es ja ein kleines schmutziges Geheimnis. Ja. Und Man genau. kennt sich ja die ganze Zeit verstohlen, auch schon. Ja. Das ist der Bier Bist du gesoffen, so gell, oder? Das besoffen ist so wie ich, cool, ja. ja. Und irgendwann wird sich das wahrscheinlich hochschaukeln. Aus 2 Bier werden 4. Und dann bleibt es einfach hocken, da was gewartet und Ja. dann wird es rausgeschmissen, dann wird es Alkoholiker und dann Ja. landet es irgendwann in die Tunnel von Las Vegas. Ja. Oder wieder auf ein Konzert von uns. Stimmt, ja. Ja. Ich kann so schnell exen. Hier Ja. ein Auge in die Richtung, Ja. das andere Auge in die Richtung und dann zu 4 Minuten brauchen. Ja. Nächstes Problem vom Mr. E. Mein Bierdurst wird immer größer und immer schlimmer bei einer guten Musik.
Das ist nachvollziehbar. Ja, Also das Einzige, also es ist ja unser Fälle, weil wir keinen Disclaimer drin haben, der sagt absolute Suchtgefahr. ja, das ist eigentlich wie, wir müssen so ein Warnding wie für Epileptiker, Ja. quasi, dass jetzt gleich Flackerlicht kommt, so jetzt kommt gleich so ein brauner Ton fürs Saufen Ja. aus unsere Münder in euer Ohr. Wenn Saufen eine Farbe hat, was war das für eine Farbe, deiner Meinung nach? Wenn ich an Saufen denke ich an sowas orange-gelbes, Ja. weil halt Bier, Bier. ja. Wenn es Atomsoft wird, wird es halt grün. Ja. Ja. Ja, aber tu uns den Gefallen, trink weiter, weil ich glaube, dass nüchtern unsere Musik schon wieder ganz anders klingt. Ja. Das nächste Problem ist ein Problem, wo wir vielleicht ein bisschen relaten können. Ich werde bald 30 und kann nicht mehr so viel saufen. Wie finde ich zu alter Stärke zurück? Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich da so eine Inselbegabung habe, dass bei mir hat sich nichts geändert. Ich habe schon immer relativ früh und lang saufen können. Ich bin jetzt keiner, der 4 Massen äxt und noch komplett gut dasteht, aber ich kann über einen langen Zeitraum viel trinken und werde nicht müde und sonst nichts. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Kopfsache. Ich glaube, du denkst jetzt, dass die 30 in deinem Kopf irgendwas ändert, dass du jetzt halt vielleicht erwachsen werden müsstest oder deinen Alkoholkonsum überdenken sollst. Aber das ist genau der Fehler, den wo du da machst. Du musst einfach drauf scheißen, was dir der Körper sagt Ja. und einfach weiter trinken. Weil das geht sehr, sehr lang gut. Bis du 33 bist, dann dauert eine normale Grippe statt 3 Tage, 2 Wochen. Kennst du das wahrscheinlich? Ich weiß nicht, ich bin kein guter Läufer. Bist du ein guter Läufer? Aber ich finde Ja. die ersten 2-3 Minuten, wenn du joggen gehst, Ja, wir haben mal eine Zeit gehabt, Ja. wo wir joggen gegangen sind, ist das Schlimmste überhaupt auf der ganzen Welt. Und irgendwann findest du den Rhythmus. ja, Und genauso ist beim Saufen, auch wenn du denkst, es geht nicht mehr so leicht wie früher. ja, Du musst nicht mehr die 30 Kilometer laufen Ja. in einer halben Stunde. Musst du nicht. Sondern du laufst die 30 Kilometer, ja. aber halt brauchst du ein kleines bisschen länger. Das ist gar kein Problem. Solange dein Kopf, es spielt ja keine Rolle. Du bist ja keine 16 mehr. Du musst keinem beweisen, dass du dir 40 Wodka. Lemon. Nein, wie heißen die? Brausewodka, Ja, Porno-Wodka. Porno-Wodka. Du musst ja keine 40 Porno-Wodka reinpfeifen, um alle zu sagen, dass du Porno-Wodka trinkst, sondern du musst auf Pegel sein und da musst du halt einfach deine Trinkgeschwindigkeit anpassen. Punkt. Hauptsache der Pegel im Kopf stimmt, wie viel nach außen trinkt, dass du gerade getrunken hast, spielt keine Ja, Rolle. ich finde, das hat sich im Alter ein bisschen geändert, so dieses plakative Saufen. Also ist so ein bisschen weggefallen. Klar, mit dem ab und zu, klar, kitzelt mir der Drache oder kitzelt dir den Drachen mal wieder und dann wird er geschossen oder Ja, so. klar. Irgendwas. Jedes Mal. Ja, das war nicht, was ich sagen wollte. Was ich davor sagen will, bevor ich das sage, wollte ich sagen, dass du halt auch nicht, du darfst nicht runter vom Ross, du musst auch beim Sattel bleiben, weil ich krieg's jetzt schon oft mit, wenn man jetzt mal wieder mit so Leuten sauft, die wo jetzt, keine Ahnung, schon jahrelang Kinder haben und so und halt nur manchmal am Wochenende saufen, weil die sagen, wow, das war so krass, wow, das war so heftig, wow, ich bin Koda. Und ich denke mir so, Bro, so, das ist Wir haben gerade mal 10,5 dran. ja, schon, das war mein scheiß normaler Samstag, ich bin heimgefahren, Alter, lass mich mal Ruhe. Schon, ja. Ich habe alle anderen auch noch heimgefahren. Ja, schon, und dann habe ich auch noch 10 gesoffen. Das ist ein Riesenproblem. Ja, also da musst du halt auch eine gewisse Routine einbringen. Ich bin kein Arzt, deswegen soll jetzt da vielleicht eine zweite Meinung einholen lassen, aber Musst aber nicht. nein, rein jetzt hat, glaube ich, passiert, wie der Alter auch schon gesagt hat, voll im Kopf, du musst einfach, Das hast du gesagt. Sorry. Danke, dass es noch Ich hasse dich. Es ist, ja, ja, wie der Alter auch schon gesagt hat, du bist ja voll im Kopf. Und du musst einfach, dir einfach immer wieder einreden, dass du der beste Trinker auf der Welt bist. Und dann wärst du so der Ash Ketchum des Biersaufens auf jeden Fall. war das ein Versuch, mich wieder ins Gespräch zu machen? Nein, genau, du hast gesagt, keine Ahnung, habe ich das gesagt? Okay. Ich glaube, dass da viel im Kopf passiert.
Ja, lasst euch von uns Tipps geben. Wo ist mir Wasser? Da oben. Na, egal. Das kannst du vergessen. Okay, lass uns weiterreiten. Ja. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja. Okay, Problem. Ein brutaler Kader. Was hilft dagegen am besten? Präventivmaßnahmen. Ja. Der Kader, wenn du den hast, dann ist schon spät. Dann bist du eh schon ein Dann Depp. bist du Amateur. Es ist schwierig. Es ist wie das Zähneputzen vorm ins Bett gehen. Es ist allgemein, verlangt viel Disziplin. Du gehst heim. Okay? Das ist schon mit Punkt 1. Du sollst irgendwann heimgehen. Ja. Irgendwann. Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, schon bevor du fortgehst, nimmst du 250 Milligramm Magnesium. Einfach, dass der Körper ein bisschen Eisen, Magnesium hat, zum Beispiel. Ja. Und dann trinkst du 1 Liter, schon bevor du zum Saufen gehst. Einfach nur Wasser. Das immer, aber mir fällt viel trinken, egal was ich trinke, nicht schwer. Deswegen ist das für mich keine Herausforderung, das mache ich und dann gehe ich. Ich glaube, ich weiß nicht, Ja. ob das, also vielleicht macht es Sinn, so wie Leute ja manchmal präventiv schon Ibo nehmen. Ja, Ich glaube, dass es ist einfacher, als davor gleich zu machen, aber ich glaube, dass meiner Meinung nach kommt es aufs Gleiche raus, ob du dann nach dem Saufen heimkommst, dann da dein Magnesium nimmst, Mach da ich der noch mal. Elotrans, beides. der Elotrans nimmst und wirklich viel trinkst, Ja. dann, weil das ist ja alles nur, also dieses Kopfweh entsteht Ja. in erster Linie Durch aufgrund von Dehydration, Dehydration. Und weil da halt eigentlich alles im Körper fehlt, das bedeutet Elotrans davor reinwechseln, 1 Liter trinken Minimum Ja. und dann bist du am nächsten Tag komplett fit. Und Ich hab wenn das- du weißt, wo du landest in dieser Nacht, musst du alles schon Ja, deppenmäßig bereitstehen. Also so, du kommst heim und stellst da alles schon hin, genauso wie du das haben willst quasi. Ja. Genau, alles neben dein Bett oder in der Küche, keine Ahnung, wo du das erst hinkommst, dass du nicht mehr überlegen musst, oh, wo ist mein Magnesium? Scheiße, es muss lohnt sich auch nicht mehr. Nein, Ja. so, das waren so die Sachen, ja. Und dann- gut, aber um deine Frage zu beantworten, am nächsten Tag, Ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich einen Kader habe, dann ist der Tag halt einfach für den Arsch. Es gibt eigentlich das Einzige, was mir hilft, ist weiter zum Saufen. Alles andere, Ja. schlafen, Es gibt ein paar aufwachen, Sachen, dich ja. aufregen, dass du wieder immer noch einen Kader hast, dann Ja. wieder schlafen. Aber Ja, es gibt ein paar Sachen, die, also wenn man was Fettiges isst noch, das, also wenn man insgesamt noch was isst, bevor man Ja. ins Bett geht, das hilft noch. Und auch am nächsten Tag, auch wenn man keinen Hunger hat, sie hoch zu zwängen und irgendwas Fettiges zum Frühstücken, keine Ahnung, Rührei mit Speck oder irgendwie sowas. Dann nochmal schön 2 Liter saufen, vielleicht eine kleine Ibu und dann nochmal 2-3 Stunden auf Augenpflege Ratzen. machen. Ja. Dann soll es eigentlich relativ okay sein. Also du bist nicht bei 100%, aber fitter, wenn du nichts davon gemacht hättest. Sonst hilft bei mir auf 14 Stunden einfach nicht aus dem Bett gehen. Ja. Dann denke ich mir, oh ja, hey, jetzt ist schon wieder dunkel. im Endeffekt behandelst du einen Kader, wenn du krank bist. Ja, Viel liegen, viel trinken, Ibu. so, was haben wir noch für Probleme? Ich hoffe, du fragst nicht mehr. Ein anderer Herr O in einer OP, Okay. 145 Kilo, dann 85 Kilo, jetzt wieder 120 Kilo. Wie Fettleibigkeit, Verfressenheit überwinden? Wer ist das der Harry? Weiß nicht, wollte der rein? Harry? Oder zugemacht? Das hat er wahrscheinlich. Wie Fettleibigkeit überwinden. Also ich glaube, dass das Einzige, was wirklich, wirklich, wirklich hilft, ist unfassbare Disziplin. Ja, Einen ganz klaren Tagesablauf, Kalorien sein, aber auch nur einen Monat oder so. Ja, alle. Der Harry hat schon einen Pass. ja, Du ja. musst, du musst das schaffen, in deinen Alltag irgendwie einzubauen. Und dann langsam und kontinuierlich. Ja. Ja, wahrscheinlich so Blitzdiäten, rede ich aus Erfahrung, helfen nicht so viel. Ja, Also bei mir fällt da immer der Blitz bei der Diät. die Diät. Die Diät, ja. Das sind so die Sachen, wo man sagt, okay, ja, das kann schwierig werden.
Ja, ich glaube, dass wenn man insgesamt manche Sachen, manche Kleinigkeiten ändert, dass das schon viel macht. Also ähm, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, statt Cola einfach Wasser saufst, ich glaube, das ist schon was, wo man viel Kalorien sparen kann. Also insgesamt so Süßgetränke weglassen. Das ist was, was bei mir auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich nicht fetter werde. Ja, Also klar, ich trinke halt dann Bier und unendlich viel Jackie Colas am Wochenende, aber das, weiß ich. ja, Also ich glaube, der einzig sinnvolle Weg ist, du musst einmal einen Monat Minimum schauen, mal ein bisschen, du musst nicht, jetzt ChatGPT ist da geil, du ja, sagst ChatGPT einfach, wie viel du gegessen hast, sag ich habe eine mittlere Portion da gegessen und dann schreibst du das auf und schaust einmal einen Monat, weil dann wie viel Kalorien du täglich zu dir nimmst und dann checkst du relativ schnell, was sind so die kleinen Sachen, die den ja, heftigen Unterschied machen, weil dir reicht ja ein Defizit von ein paar hundert Kalorien am Tag, dass du kontinuierlich ja, abnimmst. Ich für meinen Teil habe mir eine Excel-Tabelle erstellt, die sicherstellt, dass ich am Wochenende wahnsinnig viel saufen kann und essen, solange ich das von Montag bis Freitag dann wieder reinhole und es funktioniert. ja, Du musst halt dranbleiben. Und ja, dann glaube ich, die einzige Möglichkeit, dauerhaft abzunehmen, wenn du eh schon zu Fettleibigkeit neigst oder das halt schon sehr lange wüsstest, dass es so machst, dass es sich mit deinem Alltag verknüpfen lässt, ohne dass du dein aktuelles Leben verlierst. Punkt. ja. Es muss so einfach wie möglich und trotzdem effektiv sein, weil das wird bei unserem Podcast immer, wir haben ja alles aufgestellt, dass wir einfach nichts mehr machen müssen, Ja, außer uns hier hinhocken und so Scheiße labern und deswegen funktioniert das und ich glaube, so ist es ja bei allem eigentlich, also wenn du ja. da irgendwann eine Routine drin hast und Krafttraining, also das ist etwas, was viel Leute hilft auf jeden Fall, besser wie Ausdauer. Cardio kannst du machen, wenn du halt gern Cardio machst, aber Ja, scheinbar gar nicht so effektiv nein. zum Abnehmen zumindest. Anscheinend eher Hit, aber wenn du 120 Kilo Boah. wiegst, ist Hit wahrscheinlich für deine Gelenke nicht das Beste, sondern eher hier Scherber, Hanteln, Stemmen, bisschen. Oder du machst das wie ein Bekannter von mir, dessen Namen ich jetzt nicht hier nennen will, und nimmst Crystal Meth. Das ist halt Weil auch. das Crystal Meth hat ihm sehr, sehr beim Abnehmen geholfen. Das Dann. war ein Witz, das ist kein Crystal Meth nicht mehr. Und wenn du das kaufst, Außer du willst das. wir haben Tipps für am Montag arbeiten nach einem ordentlichen Rauschwochenende. Hast du da ein paar Tipps? Das sind ja ähnliche wie wahrscheinlich beim Kader. Einfach nur sei keine brutale Pussy. Also wenn du jetzt am Samstag gesoffen hast und das als Rauschwochen, du hast Freitag und Samstag gesoffen, hast aber den kompletten Sonntag, um dich zu erholen und du bezeichnest das als Rauschwochenende, dann halt einfach das Maul. Dann gehst du am Montag ganz normal in die Arbeit Ja, und halt bitte dein Maul. Wenn du am Sonntag saufen warst, okay, ja, nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe, ja, dann gilt das Gleiche wie für den Kader, aber dann wer saufen ist, ich stehe dahinter und zu der Aussage, wer saufen kann, kann arbeiten. ja, Mach Arbeit. Entscheide dich bewusst dafür. Jeder kennt den Moment, glaube ich. Es ist eine gewisse Uhrzeit, du sagst, na, heute saufe ich nicht so viel, morgen muss ich das und das machen. Es ist grübig, genau deswegen, weil du weißt, du sollst nicht saufen. Das macht's ja. noch, das macht's Schmackhaft, das Ganze. Ja, richtig. du willst das, weißt das nicht so jetzt. Und in diesem Moment triffst du die Entscheidung und du kennst die Konsequenzen. Du weißt ganz genau, dir wird es morgen scheiße gehen wahrscheinlich. Aber dann ist es so. Das ist so am Wert. Das ist so am Wert, dass du diesen Abend genießt. Ja. Und dann geht es am nächsten Tag scheiße. Dann Mein sag Gott, ich, das das ist mache ich ein, nie wieder. genau, das ist ein Scheiß-Tag, den stehst du durch. Ja, Punkt. Schau, dass du deine Leistung ansatzweise bringst, halt statt 60% ist mal 40%. ja, Auch cool, super stark. Schau, Bei- dass die Leute die Fahne nicht rühren, dass ja. dein Bierschuss nicht mitkriegen. Ende. Super. Ja. Okay, die letzte Sorge ist, ich muss mir das mal nochmal kurz durchlesen. Ist recht klar geschrieben, oder? Naja, ich verstehe es vom. Verstehst das Problem an sich nicht? Doch, ich versuche nur das. Ja, ich verstehe den Inhalt, aber ich finde es. Der Herr M. hat, dass der Amerikaner und der Russ jetzt einen sauberen Renner kriegen und wir auch eventuell ein Problem damit kriegen. Also, er meint quasi, also, hast du verstanden? Ein Renner. Ein Renner, also durchdrehen. Ah, Ja. das Problem können wir zwar jetzt wahrscheinlich aktuell nicht lösen. Na, Ähm, wir sind in Verhandlungen, ja, muss man sagen. Also, wir sind bei beide Seiten aktiv. Wir versuchen da zu vermitteln, weil sie auch wissen, dass es ohne uns nicht geht. sie sind auf uns zugekommen und wir Ja. haben uns gedacht, mein Gott, hörst du das da mal an?
Jeder hat gesagt, red gar nicht mit denen. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, Ja. aber gesagt, oh Herrn, da ist man. Ja, schon. Wohin Vor allem das? wegen dem Buffet. Vor allem wegen dem Buffet. Und so, Ja. Erzählen Sie mir mehr, Herr Burschen. Und dann haben wir ja noch schön ein paar so russische irgendwas haben sie ins Kraut Kraut eingewickelt. halt, ja. Schätze ich mal, ja. Aber ich habe keine Vorurteile Null. gegen die Russen, russische Küche. Ja. überhaupt gar nicht. Kannst nichts machen, also nicht wir Klarhäusler. Ja. Schauen, was passiert und Ja. aufs Beste hoffen und vor allem am Stammtisch brutal viel drüber fluchen. Ja. Und das Wichtigste ist, sie so wenig möglich differenziert zu informieren, aber eine gefestigte Meinung zu haben, Ja. aufgrund von deinem TikTok-Algorithmus. Das ist das Allerwichtigste. Du kriegst Informationen von TikTok und du musst die sofort weitergeben, ohne die zu prüfen. Genau, am besten ist sogar, wenn du die Informationen von jemandem kriegst, der es von seinem TikTok-Account Ja. hat, sprich, das kommt dann nochmal über ich weiter, er hat dann nochmal die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu formulieren. Ja, Das bedeutet, das ist dann gleich nochmal eine stärkere Message dahinter und auch nochmal, sage ich mal, mehr Wahrheitsgehalt. Und das gibst du dann wieder ungefiltert weiter. Ja. Vielleicht fällt dir noch das ein oder andere Detail zusätzlich ein. Und so funktioniert die weiter. und wenn jemand dir Argumente dagegen bringt, sagst du einfach, das ist halt meine Meinung. Genau. Da sagst du, ja, absolut, aber das ist deine Meinung und das ist meine Meinung. Und wenn deine Meinung ist, dass Russland insgesamt 600 Einwohner hat, auch wenn das falsch ist, dann ist das ja nur die Meinung vom anderen. Weil Ja. deine Meinung ist, dass Russland wie viele Einwohner hat? 600, circa. Die Meinung. Ja, Pi mal Daumen. Ja. Ja, ich glaube insgesamt fasst ist das ganz gut zusammen. Mein ehrlicher Tipp ist, mach dein Ding. Ja. Wir können, es hört jetzt zwar brutal frustrierend, aber wir können nichts ändern, behaupte ich. Also ich nicht auf die Schnelle. Also auch wenn du jetzt jemand bist wie wir, ich glaube nicht, dass es du innerhalb der nächsten 2 Jahre so weit in die Politik schaffst, dass du Einfluss nehmen kannst. Also mach dein Ding. Ja, Tu so, als es war gar nichts, genieß dein Leben und reagier drauf, wenn was passiert. ja. Nicht verunsichern lassen. Ja. Und dann, wenn Krieg ist, Ab nach Polen. ja, schon. Oder? Das ist schon der sicherste Ort aktuell. Ja, ich glaube schon. Ukraine. Ukraine, ja. Ja. Ja gut, da rechnen sie halt nicht mit dir. Nein, Da da sagen sie, ist weil er. das ist, da sagen sie ja, die werden sie jetzt alle in Kanada verstecken Ja. und dann sausen sie Ja. da hin und sage ich, Ja, ich bin der Ukraine. hab's nicht damit gerechnet, gell? Ihr Trottel, ne? Nein. Oder nach Russland fliehen. Ja, stimmt, ja. Wir brauchen noch einen coolen Endclaim dann oder Ja. einen abschließenden Satz und sagen, cool, dass wir euch heute wieder helfen haben können. Ja. Dann lasst doch mal was einfallen. Ja. Cool, dass wir euch heute wieder helfen haben können. Wir helfen euch immer gern, schreibt uns eure Probleme. Eier, Kid Rap und Alt auch.